Hallo liebes WWE-Universum und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dominic Dog. Ja, heute möchte ich mal über die allgemeine Situation zurzeit bei WWE sprechen. In der letzten Raw-Ausgabe hat ja Randy Orton endgültig der Autorität den Rücken zugekehrt, hat jetzt eine Fehde gegen Seth Rollins und ich denke, das ist sehr, sehr gut für das WWE-Universum, denn das wollte ja eigentlich, das wollten ja die WWE-Fans sehen, dass Orton endlich der Autorität den Rücken zukehrt und das passierte eben bei Raw. Zuerst traf Orton gegen Rollins in einem Match aufeinander, als zum Schluss Orton die Niederlage ja nicht einstecken konnte und Seth Rollins mit dem RKO zerstörte im Ring, als er dann plötzlich Kane, Triple H und die gesamte Autorität Randy Orton angriff und ihn wirklich stark verletzten. Und ich glaube, das wird sehr, sehr gut ankommen bei den Fans. Und auch Randy Orton wird sich natürlich rächen an Seth Rollins und der Autorität, da bin ich mir ganz sicher. Bei der Survivor Series gibt es ein Tag Team Match, ein traditionelles Ausscheidungs-Tag Team Match. Team Cena gegen Team Autorität. Sollte Team Autorität verlieren, dann zieht sich Triple H und Stephanie McMahon aus der Autorität zurück. Und das würde allen Superstars natürlich freuen, speziell John Cena, Dean Ambrose und so weiter. Ja, liebes WWE-Universum, Hell in a Cell haben wir jetzt auch hinter uns, da haben wir auch sehr, sehr gute Matches gesehen. Dean Ambrose gegen Seth Rollins, als er dann plötzlich Bray Wyatt eingriff in das Match, Dean Ambrose somit um den Sieg brachte und jetzt ist Dean Ambrose natürlich schon wütend über Bray Wyatt. Er möchte ihm natürlich bei der Survivor Series eine Lektion verpassen, damit er weiß, dass er sich mit Ambrose nicht noch einmal anlegen sollte. Dann John Cena gegen Randy Orton war auch ein sehr spezielles Match, Hell in a Cell Match natürlich. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir die beiden wieder mal in einem Ring gegeneinander gesehen haben, speziell in einem Hell in a Cell Match. Nun meine Frage an euch, was hat denn euch am besten bei Hell in a Cell gefallen? Welches Match war es? Das Match Randy Orton gegen John Cena vielleicht? Oder doch Dean Ambrose gegen Seth Rollins? Von einen vielen Matches, natürlich habe ich die beiden Matches jetzt mal als Beispiel genommen. Dann Survivor Series, wie schon gesagt, steht ja auch vor uns. Am 23. November, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, findet diese Großveranstaltung statt und da werden wir das traditionelle Ausscheidungs-Tag-Team-Match sehen. Ja, liebe WWE-Freunde, freut ihr euch auf dieses Match und wer ist denn euer Favorit? Team Cena oder Team Autorität? Das ist wirklich die große Frage und wer wird denn gewinnen? Ich bleibe natürlich dabei, werde mir Survivor Series angucken und hoffe natürlich, dass Team Cena gewinnt, damit die Autorität endlich mal das bekommt, was sie verdient hat. Und Triple H sich merken sollte, dass er sich mit John Cena, Dean Ambrose und so weiter nicht mehr anlegen sollte. Randy Orton, wie schon gesagt, bin ich eben gespannt, ob er bei Team Cena einsteigen wird, um sich zu rächen bei Triple H, Seth Rollins und der Autorität. Bleibt natürlich noch alles offen. Bis dahin haben wir noch viele Raw- und Smackdown-Ausgaben, da kannst du natürlich auch einiges tun. Am Donnerstag haben wir die nächste Raw-Ausgabe um 22:15 Uhr mit Carsten Schäfer und Bernhard Wolf. Da werden wir mehr erfahren, was mit der Autorität und Randy Orton passiert. Ja, liebes WWE-Universum, das war's mit dieser Dominic Dog-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Nicht vergessen, am Donnerstag Raw einschalten, 22:15 Uhr. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.